Nochmal alles. Okay, ja, ist gut, ja. Wirkt dann sehr natürlich. Ja, genau. Gar nicht einstudiert. Überhaupt nicht. Okay. Ich sitze hier mit Professor Dr. Silvia Natale. Sie ist außerordentliche Professorin für italienische Sprachwissenschaften und Co-Direktorin des Instituts der italienischen Sprache und Literatur. Silvia, starten wir doch gerne gerade bei deinen Anfängen. Was hat ursprünglich bei dir das Interesse für Sprachen geweckt? Also ich glaube, dass der Grundstein für das Interesse tatsächlich dadurch gelegt worden ist, dass ich selbst zweisprachig aufgewachsen bin, mit Italienisch und Deutsch. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe italienische Eltern und wir wissen ja aus der Forschung über Zweisprachigkeit, dass Bilinguale oft ein bisschen besser ausgestattet sind, was so metasprachliches Bewusstsein angeht. Das heißt, die Fähigkeit, über Sprache nachzudenken. Und ich glaube, dass das schon wirklich den Grundstein gelegt hat, weil ich schon früh angefangen habe zu überlegen, was ist eigentlich im Italienischen jetzt anders als im Deutschen. Natürlich noch sehr naiv und völlig ungeschult. Aber ich denke, dass das wirklich den Grundstein gelegt hat für mein Interesse. Erinnerst du dich an ein sprachliches Phänomen, das dich am Anfang besonders beschäftigt oder fasziniert hat? Ich glaube, es ist tatsächlich die große Variationsbreite im Italienischen. Meine Familie deckt wirklich fast den ganzen Stiefel ab, also von den Alpen bis nach Neapel. Und mich hat schon sehr früh fasziniert, dass meine Cousinen in Neapel anders gesprochen haben als mein Onkel und meine Tante, zum Beispiel im Veneto. Und das habe ich wahrgenommen früh und das hat mich sehr fasziniert. Und das mache ich eben auch heute noch in meiner Forschung, mich damit zu beschäftigen. Also wenn du an den Anfang zurückdenkst, wie hat sich dein Blick auf Sprache seitdem verändert? Anfang des Studiums, meinst du? Oder? Ja, zum Beispiel, ja. Ja, also hat sich ganz viel verändert. Ja. Also weil ich einfach immer mehr dazugelernt habe über das Funktionieren der Sprache, wie Sprache und Gesellschaft miteinander interagieren. Das ist eigentlich ein Prozess und ich würde sagen, dass sich heute auch noch mein Blick auf Sprache verändert. Mit allem, was ich neu dazu lerne, verändert sich mein Blick eigentlich stetig. Und ich hoffe, das kann ich mir auch beibehalten. Ja. Kommen wir vielleicht ein wenig zurück in die Gegenwart und sprechen über deine eigene Forschung. Welche übergeordneten Fragen begleiten deine Forschung? Das hat sich ein bisschen verändert auch in der Zeit. Also meine Anfänge liegen eher in der Psycholinguistik. Da habe ich mich mit Sprachproduktion beschäftigt und um es ein bisschen vereinfacht auszudrücken, zu sagen, ich habe mich damit beschäftigt, was eigentlich in der außersprachlichen Wirklichkeit passieren muss, damit ich eine bestimmte sprachliche Form nutze, um diese außersprachliche Wirklichkeit auch abzubilden. Also welche Gegebenheiten muss es geben, damit ich eine bestimmte Form aufrufe. Und das waren so die Anfänge. Also da ging es wirklich so um Sprachproduktionsprozesse. Da habe ich eben auch geschaut, wie sich das auch von Sprache zu Sprache unterscheidet, also Thinking for Speaking, also wie formt Sprache unser Denken und dann die nächste und dann auch Zweisprachigkeit, das war dann damit verbunden und jetzt bin ich eigentlich eher dann in der Soziolinguistik unterwegs und man kann es vielleicht zusammenfassen, dass ich mich jetzt mit Normbewusstsein beschäftige, also mit der italienischen Standardsprache und wie sie wahrgenommen wird. Wie hat sich dein Zugang zu deinem Thema im Laufe der Zeit verändert? Es hat sich vielleicht weniger der Zugang verändert, sondern die Themen haben sich ja verändert. Und mit den Themen haben sich natürlich die Methoden dann auch verändert. Ich war am Anfang eher experimentell unterwegs und jetzt eigentlich dann eher qualitativ mit quantitativen Ansätzen auch. Ja. Was heißt experimentell? Also ich habe mit Experimenten gearbeitet. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, wie bestimmte Zeitformen zum Beispiel genutzt werden bei italienischen Sprechern. Und um das rauszufinden, habe ich mit Experimenten gearbeitet, also mit Videoclips und die Leute sollten beschreiben, was sie sehen. Und dann habe ich dann versucht rauszufinden, warum sie das so beschrieben haben. Und heute, was hast du verändert zu denen?
Also ich arbeite gar nicht mehr experimentell, sondern mit Interviews. Also mit Interviews und mit einer App, die wir gerade am entwickeln sind, um da auch größere Datenmengen zu erheben. Deswegen hat sich dann eben die Methode eher verändert. Entschuldigung, ich habe gemerkt, ich habe auf Dialekt gesprochen. Das macht nichts. Ist es gut? Gut. Ja. Um ein wenig allgemein über die Linguistik zu sprechen, welche Entwicklung in diesem Bereich oder in deinem Bereich findest du aktuell besonders spannend? Also in der Linguistik allgemein natürlich all das, was im Moment mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Ja. Also da gehen wir gerade mit einem Tempo voraus, was wirklich atemberaubend ist. Und diese Entwicklung, die wird sehr, 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 sehr spannend sein, zu sehen, in welche Richtung das geht, was man damit machen kann, im Guten wie im Schlechten. Und das wird sicherlich eins der Themen sein, was uns auch noch sehr beschäftigen wird. Ich glaube, wir sehen gerade nur den Anfang. Vom Allgemeinen ein wenig zum Persönlichen. Welcher Teil deiner Arbeit wird aus deiner Sicht oft missverstanden? Welcher Teil meiner Arbeit wird oft missverstanden? Jetzt von Fachfremden natürlich, ne? Ja, also genau, total ja. Fachfremd, ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Missverständnis ist in dem Sinne, aber was mir manchmal passiert, und das ist mir schon während meiner Dissertation passiert, dass Leute kommen und fragen, und was macht man jetzt damit? Das finde ich immer so ein bisschen eine schwierige Frage, weil es klar, ich verstehe das, wenn andere Leute sagen, sie forschen über Tumorerkrankungen oder sie entwickeln neue Medikamente, dann hat jeder eine Idee davon, was man damit macht. Wenn wir Sprache erforschen und das jetzt vielleicht nicht direkt anwendungsbezogen ist, dann verstehe ich das schon, dass man sagt, was macht man eigentlich dann damit? Also ich verstehe die Frage, ich fühle mich da vielleicht nicht direkt missverstanden, aber ich fühle mich dann so ein bisschen dazu ermuntert, vielleicht auch eine Lanze zu brechen für die Sprachwissenschaft oder auch für die Geisteswissenschaft im Allgemeinen, um einfach auch zu zeigen, dass Forschung zu diesen Bereichen, jetzt in meinem Bereich Sprache, dass die einfach enorm wichtig ist. Enorm wichtig ist, um zu verstehen, im weiteren Sinne, wie wir Menschen einfach handeln, weil wir handeln kommunikativ. Also, dass wir Sprache haben als Menschen, zeichnet uns aus und unterscheidet uns auch von anderen Lebewesen. Deswegen denke ich, dass es wichtig ist, das immer dann zu sagen, wenn jemand fragt, was macht man dann eigentlich damit? Ja. Was macht dir in deiner Arbeit am meisten Freude? Mir macht am meisten Freude die Lehre. Ich lehre sehr gerne, das macht mir großen Spaß, aber eben auch besonders die Forschung. Und die Forschung, das ist immer Teamarbeit. Forschung kann man nicht alleine machen, Forschung passiert in einem Team und ich habe das Glück, wirklich auch in einem sehr gesunden, produktiven, auch lustigen Team zu arbeiten. Und deswegen ist Forschung, wenn sie unter diesen Prämissen geschieht, dann natürlich Arbeit, aber es ist auch Spaß, weil dann zwischendurch ganz viel passiert, dann wird gelacht und dann ist man gemeinsam müde und gemeinsam stolz auf die erreichten Resultate. Das ist wirklich ein gemeinschaftliches Arbeiten und das finde ich einen ganz tollen Aspekt. Also das, was zwischenmenschlich dann passiert. Und das gilt dann sowohl für die Lehre als auch für die Forschung. Was ist manchmal schwierig? Die Verwaltung. Nein, also klar, akademische Selbstverwaltung ist ein großes Thema. Das müssen wir machen und das gehört dazu. Schwierig ist, manchmal alles unter einen Hut zu bekommen. Es gibt manchmal Tage, da könnte ich nur Admin machen. Es gibt Tage, oder es bräuchte eigentlich Tage, die ich nur für die Lehre in Anspruch nehmen müsste. Manchmal bräuchte es Wochen für die Forschung, um zu schreiben.
Und das geht aber nicht immer so. Dann geht es oft darum, zu jonglieren. Und das finde ich schwierig, dann immer wieder zu priorisieren. Jetzt muss dieser Bericht geschrieben werden und dann kommt dann erst die Vorlesungsvorbereitung. Und dann kommt am Ende die Forschung, die aber eigentlich an erster Stelle stehen sollte. Und das finde ich manchmal das Schwierigste. Mhm. Gibt es etwas, das du im Austausch mit Kolleginnen oder anderen Studierenden gelernt hast, das du nie mehr vergessen wirst? Ich hatte eine Supervisorin an der Uni Heidelberg, die Mary Carroll, und von der habe ich vielleicht tatsächlich gelernt, auch ganz lange über was nachzudenken. Also nicht locker zu lassen, wenn nicht gleich eine Antwort da ist. Das war diese Phase, wo ich dann eben auch von den Experimenten gesprochen habe. Wir haben dann teilweise an den Experimenten so lange rumgebastelt, bis wir wirklich so weit waren, dass wir gesagt haben, jetzt funktioniert das. Und das war, glaube ich, diese Hartnäckigkeit, das habe ich vielleicht von ihr gelernt, ja. Wie gehst du mit Phasen um, in denen ein Projekt stecken bleibt oder du vielleicht an Dingen zweifelst? Gehört dazu, haben wir alle. Also Zweifel kommen ja immer dann, also wir wissen das ja alle, wenn ein Projekt zum Beispiel nicht bewilligt wird und man viel Zeit und Engagement reingesteckt hat und dann kommt dann ein negativer Entscheid vom SNF, das ist frustrierend. Ich glaube, wichtig ist, aber das betrifft alles im Leben, also nicht nur die Arbeit, das irgendwie zu verdauen und entsprechend dann alle Gefühle rauszulassen, die von Frustration über Traurigkeit und Wut irgendwie sich äußern können, aber dann einfach weiterzumachen und zu sagen, okay, auch das ist eine Lernmöglichkeit, also aus einem nicht bewilligten Projekt entsteht, wenn alles gut läuft, dann ein Projekt, das dann beim zweiten Durchgang bewilligt wird und dann vielleicht auch besser ist als das erste. Gab es in deinem Berufsweg einen Punkt, in dem du eine komplett andere Richtung einschlagen wolltest? Ja, also ich meine, bis man die Professur hat, ist es ein weiter Weg und der ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also niemand von uns kann antreten und sagen, ich werde jetzt Professor oder Professorin, weil auf dem Weg gibt es Hürden, die dann teilweise auch nicht durch die eigene Leistung beeinflussbar sind. Ja, und da gab es schon einen Moment, wo ich gedacht habe, okay, geht's jetzt hier weiter oder geht's nicht weiter? Und dann braucht man einfach ein bisschen Vertrauen, dass es geht. Ja, aber sicher. Für Leute vielleicht, die genau deinen Berufsweg einschlagen wollen, was würdest du zukünftigen LinguistInnen raten? Die sich auf den Weg zur Professur machen. Ja, oder allgemein für die Linguistik interessieren oder das studieren möchten? Also ich würde allen immer den Rat geben, das zu machen, was sie wirklich interessiert. Ich weiß, dass gerade bei jüngeren Menschen so die Dynamik hinzukommt, dann die Frage, was mache ich dann damit? Und die Frage, ob man das Richtige studiert, was man da für Karrieremöglichkeiten hat. Und das sind sicherlich ganz wichtige Fragen, die man sich stellen muss. Aber ich habe die Überzeugung, wenngleich sie vielleicht naiv sein kann, dass wenn man sich wirklich für etwas interessiert und dafür brennt, dass man dann auch die Energie hat, um dann Hindernisse aus dem Weg zu räumen und recht weit zu kommen. Aber dafür braucht es, glaube ich, wirklich dieses Feuer und diese Leidenschaft und ein wirklich ein genuines intellektuelles Interesse. Also, dass man sagt, ich möchte mehr wissen über dieses Thema oder ich möchte mehr herausfinden über dieses Thema. Das ist eigentlich mein Rat. Gibt es ein Projekt, auf das du besonders stolz bist? Also aktuell dieses Projekt, was ich jetzt habe zur Migration, italienischen Migration in die Schweiz und eben auch nach Belgien, das ist ein richtiges Herzensprojekt von mir, gemeinsam mit meiner Kollegin, die auch eine Freundin geworden ist mittlerweile, sind wir seit 2017 eigentlich dran gewesen,
das für uns so zu planen. Und es waren erst nicht die Voraussetzungen da, um wirklich so ein Projekt in Angriff nehmen zu können. Und das hat lange gedauert und es wurde beim ersten Mal dann auch abgelehnt und jetzt haben wir es und wir sind beide richtig stolz, dass wir jetzt zu dem Thema auch forschen können und das umsetzen können, was wir lange so als Idee hatten, die wir dann noch nicht so konkretisieren konnten. Das ist sicherlich eine Sache. Und stolz, ja, ich war relativ stolz, als ich meine Habil in der Hand gehalten habe, weil da waren meine Kinder sehr, sehr klein und das war nicht so ganz einfach, eine Habil zu schreiben mit 2 kleinen Kindern und als das fertig war, da habe ich tatsächlich sowas wie Stolz empfunden, dass ich gesagt habe, okay, das war gut. Gibt es ein Thema, das du gerne erforschen würdest, aber bisher noch keine Gelegenheit dazu hattest? Ja, meine Mutter kommt aus dem Aostatal, Valle d'Aosta, und ich habe mal eine kleine Studie gemacht zur Einstellung zum Französischen im Aostatal. Und ich würde das gerne irgendwann mal vertiefen und vielleicht auch ein paar unbequeme Fragen stellen, die politisch vielleicht nicht so gewünscht sind. Aber das würde ich gerne noch mal machen, da eine größere Studie machen, weil es ist sprachlich eine super spannende Region mit Italienisch, Patois, also ein franco-provenzalischer Dialekt und Französisch, viel Migration auch, an der Grenze zu Frankreich, an der Grenze zur Schweiz, an der Grenze zum Piemont. Das ist hochspannend. Wenn ich da mal richtig Zeit habe, würde ich da mal eine größere Studie planen. Gut, dann von meiner Seite her konnte ich alle meine Fragen stellen. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Gibt es von deiner Seite her noch etwas, das du gerne ergänzen möchtest oder erzählen möchtest? Kommt mal im Institut für italienische Sprache und Literatur vorbei und schaut euch an, was wir so machen. Danke vielmals. Gerne. Es ist super heiß.